Da gesieht mehr sind die vertreten, die schaffen heiers nach bis die letzte Minute geschafft gehen. Wenn man sie froh, dass einfach zu so viel kommen sieht, zwar Presse jessen, zwar parlamentarischen Bilan. Letztes Jahr stungen wir nicht heim, wir bei einem anderen Platz, sondern haben den Bilan gehalten. Und wir haben gesagt, dass wir ganz viel Ahne geben. Ganz viel gesinnerweise zukommen. Wir wussten, dass es eine neoliberale Regierung wir eine Regierung von denen, die schaffen losen, nicht eine Regierung von denen, die schaffen. Was wir aber nicht gedurcht tun, und was wir uns nicht konnte vorstellen, als Brutalität und Vitesse von denen Attacken, die an den letzten 12 Monaten gegen die Leute, die schaffen, hier im Land gefordert gesehen. Könnt ihr euch noch erinnern, am letzten Sommer, ohne dass irgendein etwas gefragt wird einfach mal den Arbeitsminister gesagt, hier gibt es den Congé kollektiv auf Frage stellen. Ohne mit irgendeinem Verdrun darüber geschwärzt zu werden. Schon gut nicht mit den Leuten, die direkt davon betroffen sind. Und es ist gut für die nicht eigentlich Wort machen, nämlich Patronat kommt nicht, da man da aufhängen. Es war kein Demand vom Patronat. Aber am neoliberalen Handbuch steht das eben so, dass die Leute ihre Rechte sollen wegschwellen. Man hat nicht damit gerechnet, dass Kollektivverträge auf so eine brutal Art und Weise gegen auf vorgestellt gehen von der Regierung, wie das der Fall war. Man hat nicht gedacht, dass die Regierung mit der Brutalität gegen den Sozialdialog vorgehen, den aber während 50 Jahren das Land ausgemäht haben. Man hat noch nicht gedacht, wie weit die angekündigte Reform von den Öffnungszeiten und von der Sondesarbeit gehen. Und vor allem haben wir nicht damit gerechnet, dass sie ohne irgendwelche präalable Negoziationen mit den Leuten, die sie vertreten, durchgezogen gehen. Man hat nicht gedacht, dass die Regierung sich mit Taschenspielertricker probieren, eine europäische Direktive, nämlich die vom Mindestlohn, refusieren, umzusetzen. Man hat natürlich auch nicht gedacht, dass eine Pensionsreform von oben rauf diktiert gehen, die Leute nur den Ankündigungen vom Premier will zwingen, 5 Jahre wie lang müssen schaffen zu gehen. Und wir sind damit konfrontiert gehen an den letzten 12 Monaten. Das heißt, man stelle fest, dass neben der komplett radikalen, neoliberalen Ausrichtung von dieser Regierung sie überdems noch ganz stark autoritär zischwert. Inhaltlich, politisch autoritär, wenn man sich die erste Fassung vom Manifestationsgesetz anguckt, wo der Innenminister schon probiert hat, ob eine unserer Meinung nach illicit, ein Grundrecht erschränkend, Weise Manifestationsrecht, also Oppositionsrecht gegen eine Politik wollen anzuschränken. Formal, aber auch autoritär, weil sie eben auf den Sozialmodell Lützeburg, den Sozialdialog, Tripartit, verzichten an überall Sozialmonologen am Platz gesetzt haben. Den Dialog, wo immer zu Lützeburg war, dass Leute mit schwätzen, dass die probiert, einen gemeinsamen Nenner zu finden, als sagt gehen durch das Prinzip, mehr lauschen nur, aber wir machen genauso, wie wir wollen. Und aber auch autoritär am Umgang mit den Gewählten vom Volk der Chambre. Wir sind schon länger Zeit dabei, und noch nie haben wir bislang so dax müssen als Opposition gemeinsam Rappel an l'ordre machen, dass hier ein Umgang mit der Chambre gepflegt aufhängt, gepflegt zu gehen, den wir nicht kennen, den ganz rau ist, wo Deputierten die Legitimität von einer Frau Bemol auf Frohgestalt kreieren. Wir haben also zu dienen, und das war die große Erkenntnis von den letzten 12 Monaten mit einer krass brutaler, neoliberaler, autoritärer Regierung. Aber wir haben eine Chance. Das ist nämlich eine Regierung, die auch komplett inkompetent ist. Das heißt nicht
von all dem, was bis lo ugekönnecht ist, von dem, was ich lo beschrieben habe, als umgesetzt. Das tut dummer dazu dienen, dass sie durch die Inkompetenz fertiggebracht haben, dass zu Lützeburg eine historische Gewerkschaftsfront sich gebildet wird aus OGBL und LCGB. Und die Näherungen und CGFP, was die so heißt, gehen auch immer mehr groß. Und die Gewerkschaftsfront hat es fertiggebracht, Zivilgesellschaft rundherum sich zu gruppieren, an einen von den größten Manifen zu organisieren an der Nachkriegsgeschichte von unserem Land. Die Regierung als durch ihre Inkompetenz Friedenregierung an den Eck gedrückt und die Linien bougieren. Nicht das gesagt. Und die Regierungskoalition, Ministerin, die nach vorgestellt, vor allem die rundherum de Luc Frieden und den Georges Michaud, Martin Depré, die nach vorgestellt, entretemps, nicht nimmer von den Gewerkschaften, sie gehen auf vorgestellt vom eigenen Koalitionspartner, sie gehen auf vorgestellt von der eigenen Partei, der CSV, wo immer mehr Leute sich offen gegen die Dotenpolitik von der Regierung stellen. Sie ist so inkompetent, dass sie es fertiggebracht wird, sich komplett zu isolieren. Das ist eine Chance. Das ist eine Chance, dass sie inkompetent ist. Und das ist eine Chance, dass der Luc Frieden am Modus von einer kompletten Selbstüberschätzung lebt. Die Selbstüberschätzung, die merkt den, wenn er an der Chambre ist und da wieder nicht schon das mehr wie ein Kehr lebt, immer dann, wenn es dem ganz konkret froh geht. Dann, wenn es dem Zuelle geht. Wo einfach mal irgendetwas an den Raum gehalten wird, mehr weil der Luc Frieden den Dossier einfach nicht anständig kennt, muss ich nur feststellen, ja, mir das ist aber alles nicht so. Unsere Pensionen, die Lebenserwartung, die 4 Jahre an die Lut gegangen. Nee, das ist nicht so. An Estland gibt es Leute viel mehr schaffen wie zu Lützeburg. Nee, sieht Eurostat, das ist nicht so. Das neoliberale Lehrbuch, was immer benutzt wird von dieser Regierung, ist einfach fehlerhaft und falsch. Die Zahlen, die der Arbeitsminister Georges Michaud genannt wird, für die Repräsentativität von den Gewerkschaften auf vorzustellen, sind falsch, sind objektiv nicht richtig. Und ich meine, dass wir nur 2 Jahre an der Situation sind, dass immer mehr Kanner scheitzen, dass die Kinder eigentlich plätschig ist. Und dass die Kleider, die ein Vierget unzuhören, in Wirklichkeit keinen Sinn und dass immer mehr Leute sich auch trauen, das zu sagen. An den letzten 12 Monaten mengen wir einfach, dass als Position als Link an der Gesellschaft gestärkt ging. Es ist auch am Parlament mengen gestärkt ging durch unheimlich viele Initiativen, die wir geholt haben, an auch mit Succesen, mengen die wir verbuchen können, die auf den, wo auf den David Lunachwert kurz abgehen. Andere Mengen haben noch an den letzten 12 Monaten gewiesen, an dem zentralen Dossier der Pensionsreform, dass wir kapabel sind, zu rechnen, dass wir kapabel sind, mit Zahlen umzugehen, und dass wir die werden, die von Anfang an ein alternatives Modell zur langfristigen Aufsicherung von den Pensionen präsentiert haben, ein Modell, das wir auch durchrechnen gelassen haben von der staatlichen Verwaltung, von der IGSS, an den besitzt mit 2 sozial gerechten Hauptmesuren, könnte man den Seuil von der Reserve legal über dem legalen Minimum von 1,5 Mal der Auszahlung von den Pensionen halen bis 2050. Als Rechnungen sind nur gewesen, sie sind pertinent. Wir haben nicht fertiggebracht, auf unserem Sitz Pensionsrechner zu etablieren, für auch zu weisen, was schon die Reform von 2012 die Leute konkret usuchen kascht wird. Ich meine dafür, dass als Position gestärkt ist, dass eine Regierung hat, die mit dem Rücken zur Wand steht, ein Premierminister, den Tutto Plus vielleicht nach am Kalzung durchsteht, und das ist sicher okay, ganz schöner Blick, kann ich sagen. Und ich meine, dass es ein Jahr war, wo es Courage gibt, auch für die nächsten 12 Monate, auch au vu von dem, was man effektiv konnte durchsetzen. David. Ja, merci Marc. Das ist ja so, es gibt parlamentarische Majoritäten, die sind relativ inamovibel am Prinzip.
Und da gehen da auch Populärmajoritäten, die nicht so kann direkt erfassen, aber die noch spüren kann auf ganz vielen Dossiers. Und die parlamentarischen Majoritäten und die Populärmajoritäten, die sind nicht unbedingt immer dieselben. Und wir versuchen immer das am Hammerkap zu haben. Market für drin von der Mobilisierung geschwärzt, rundherum soziale Fragen wie Pensionsreform, Kollektivverträge etc. Du merkst den, dass es höchstwahrscheinlich Populärmajoritäten an der Bevölkerung, die da sind, für zu sagen, wir wollen nicht in die Richtung gehen. Wir versuchen das so gut wie möglich an der Chambre auch ein Krieg zu übersetzen. Wir sind zu zwei, das weiß jeder. Wir sind mit den Piraten die kleinste Sensibilität Politik, aber immerhin sind wir zu zwei. Und wir wollen ja nicht dabei bleiben. Und wir versuchen uns vorzustellen, wie ich kann zusammen mit den populären Majoritäten an der Bevölkerung wissend, dass es gehen, ob einer ganzen Partie Sujet eine gewisse Relevanz zu haben innerhalb von der Chambre. Und zu wissen, dass noch von den sich richtig anlegt, von denen die richtig Sujet noch versucht, unzupacken, dass den Sachen noch kann bewegen, heißt zu verändern, heißt du wenigstens auch die Regierung oder die Majorität bewegen. Ich werde dich schon nicht Englisch offiziellen von allen Questions parlamentären, Motionen, Resolutionen, ich meine, das gibt viele ja schloen, aber ich meine, wir nicht unwichtig, zurückzugucken, eng Partypunkten, die an Eisen an wichtig waren, relevant waren, wo mir mengen, dass man auch innerhalb von der Chambre konnte Sachen bewegen. Ihr dürft vergessen, invitieren ich euch auch all, für die, die vielleicht noch nicht was gut tun, dass wir einen ähnlichen Exerzice machen, der mag gar nicht, einen relativ regelmäßigen Rhythmus von einem Monat, in der Form von einem Podcast, den da gucken könnt auf Instagram, Facebook, den nächsten, der wird das Woche wahrscheinlich rauskommen, das muss geschnitten gehen, das ist schon abgeholt. Und da machen wir immer so Bilan und kommentieren noch die Aktualität. Wir sind aber ein paar die Frohen, wo wir Grenzen können bewegen. Mag auch schon darüber gegangen, notamment froh von der Repräsentativität, zum Beispiel von den Gewerkschaften, innerhalb von den Personaldelegationen, wo man vorgestellt haben, wie es da wirklich geht, was der Arbeitsminister behauptet, wären die Neutralgewerkschaften gibt die Majorität von den Salarien repräsentieren, und das ist komplett falsch. Und er müssen selber zugehen, weil ich gut für Question parlamentär gestaltet. Und das hat einen Impact noch weiterhin auch auf die Mobilisierung und auch auf die Arbeit von den Gewerkschaften, mit denen wir auch eng zusammen schaffen natürlich. Wir hatten auch an der Frau zum Beispiel durch eine Motion, und ich meine, sie stolz darauf, dass wir das fertiggebracht haben, innerhalb von einer Interpellation, wo es darum ging, zu wissen, ja, durch den Klimawandel kommen neue Krankheiten oder Verletzungen, und die müssen unerkannt gehen. Wir wissen zum Beispiel Leute, die Bausen schaffen, haben 50% mehr Risiko, eine Hautkrebs zu kriegen oder Nierenkrankheiten zu kriegen. Das ist nicht unerkannt. Die Motion ist so geholt gehen, an Unanimität. Nachdem es aber schon bald nachdem schon bald die Regierung an einem ersten Move den Arbeitsminister nicht tun wollen, sie als ugeholt gehen, schlussendlich, und das wird als Resultat tun, dass die Lust abgedeckt wird, dass die Krankheiten unerkannt gehen und können noch andere Krankheiten und Accidenten unerkannt gehen, und dadurch Patronat gezwungen ist, sind im Prinzip auch Präventivmesuren zu wählen. Das ist ganz konkret, ganz aktuell, ganz konkret auch die Geschichte. Auch von der Frauenrecht damit eine Motion durchgesetzt wird, die den Feminizid unerkennt. Ich muss durch den Kern der Code Penal kommen, aber das ist eine wichtige Etappe, die wir fertig tun. Und natürlich auch die Verankerung vom Recht auf die Aufteilung an der Verfassung, wo all Avis von der Zivilgesellschaft positiv ausgefallen ist, wo der Avis vom Staatsrat positiv ausgefallen ist. Das ist ja kein Gauchisten-Club, und ihr seht das an der Reihe, an der Lo. Leiit de Ball bei der Chamber mat enger qualifizierter Majoritéit vu 40 Deputéierten natürlich die brauchemer fir dat durchzusetzen, und das total méiglech, weil an plus glücklicherweise as de Fraktionszwang opgehowen
Wir wissen, dass wenigstens 20 Deputierten, die von der LSAP, die Geringer, wir werden an Piraten werden das unterstützen. Der ADR, da wissen wir, dass die das nicht werden unterstützen. Es wäre interessant zu wissen, wen an der Majorität lo op wat für enger Seite schwankt. Dat wir, also so einen Artikel gibt ich mens gerne lesen. Ich mein, finde den Mädchen. Ich meine, das ist ein historisch Sache, die wir durchgesagt haben, und die Chance ist groß, das durchzusetzen. Andere Fragen auch, was Freidagenzen angeht, von den Immobiliengesellschaften, die früher haben immer die Lokatieren sie müssen bezahlen, endlich sind sie in Richtung gegangen. Wir hatten eine Proposition de loi gemacht, dass in den Auftrag geht, in das Moment. Lo geht die Regierung in Richtung abgedeelt. Wir haben gemerkt, dass viele Agenzen sich nicht zugehalten haben. Da haben wir eine Kommission abberufen mit Herrn Meisch. Wir haben immer eine Question parlamentär gestellt. Und das hat den Effekt, dass durch das Ministerium sich bewegt wird. Wir haben eine Diskussion über die neue Tarifikation vom Strom lanciert für andere Modelle vier zu schlagen. Also ich meine, das hat dann die Regierung gezwungen, auch Stellung zu holen. Und dann meine ich auch an der außenpolitischen Frage Palästina. Ich meine, wir können ganz ruhig als Links sagen, dass da ist zu verdanken ist, dass man die Frage noch viel gesagt haben. Wir haben nicht auf die Tragödien gewartet, die vom 7. Oktober, der Massaker, den Völkermord, den am Gangen ist, für immer auf der Kolonialfrau aufmerksam zu machen, weil das ist ja ein Kolonialfrau. Wir haben nie darüber gewartet. Und dann, wo Tragödie, die richtige Tragödie, die noch nicht schlimme Tragödie umgegangen ist, haben wir Motionen, Initiativen ergriffen. Und wir haben gemerkt, dass andere Parteien lösen auch von der Opposition auf der Seite kommen sind und noch immer mehr affirmiert Positionen der Rolle und was wir begrüßen, weil das ist eine Frage, wo wir nicht wollen als einzig Position beziehen. Und dass wir auch gesehen, dass die Regierung immer mehr Schwierigkeiten hat, zu erklären, für was sie in Wirklichkeit nicht möchte, und für was sie auch nicht die kleinsten Sanktionen holen, wie zum Beispiel die Schließung vom Handelsbüro zu Tel Aviv. Was die Regierung kennt von heute auf morgen dezidieren, sie wollen das nicht machen. Es gibt kein Land auf der Welt, das so wenig, mit den USA, was so wenig sanktioniert, gibt für so viele Krimen. Und ich meine, das ist auch eine Frage von Desequiliber zwischen das, was an der Bevölkerung besteht. Wir sind fast davon überzeugt, dass die Majorität von der Bevölkerung solidarisch ist mit einer dritten Völker einerseits, und dass an der Chambre aber die Majorität nicht existiert. Das ist genauso wie bei den sozialen Kämpfen. Voilà. Ich meine, das sind ein paar die Sachen, wo man eigentlich fertig wird, eine gewisse Relevanz zu haben, an der Chambre zusammen immer mit den gesellschaftlichen Kräften, und wir werden das weiterziehen. So, ich merci.